Zu der heutigen Ausgabe Pipi der Autogrammexpert dürfen wir einen Gast begrüßen, der als Mitglied der tatsächlich erfolgreichsten und bekanntesten Band der Schweiz gilt. Erster Platz und Multiplatin, alles ist im Gepäck. Bleiben dran! Ich begrüße euch herzlich zu der nächsten Folge Pipi der Autogrammexpert hier im Lucy in Chur mit dem Fredi Scherer. Die meisten kennen ihn von Gotthard. Hoi Fredi, Sali, herzlich willkommen in der Sendung. Fredi, wie war es für dich, um mit der ersten Band wieder mitzuwirken? Also es ist, du meinst sicher China, das war nicht meine erste Band, sondern die zweite. Ich habe damals mit 14 in der jüngsten Rockband von der Schweiz mitgespielt. Die haben Black Times geheißen, da haben wir auch lokale Radiohits gehabt, wir hatten auch 2 Singles gehabt. Und mit 19 bin ich dann bei China eingestiegen, ganz am Anfang, wo es eigentlich erst der Claudio Matteo und der John Domen in dieser Band war und der Werner Hartmeier. Und ja, Corona verleitet zu Ideen in dem Sinn, wenn man die hockt und nicht raus sollte. Und wir haben mit Gotthard alles müssen absagen, beziehungsweise die ganze Tournee verschieben. Perfektes Timing, also die Platte ist am 13. März rausgekommen und der Lockdown ist, glaube ich, am 17. gekommen, also wirklich perfekt getüpft. Wobei die Platte hat ja geheißen Nummer 13, also vielleicht hat es dort hat es so müssen sein. Und dann haben wir natürlich angefangen zu überlegen, jeder von uns, was kannst du machen in dieser Zeit, kommt das überhaupt noch, kommen eventuell Festivals, da sind die auch verschoben worden und dann ist der Herbsttournee verschoben worden. Und dann bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, wieso nicht China reaktivieren, ein paar Konzerte in den Schweizer Clubs machen, wo wir, sage jetzt mal, wenn auch das Limit mit 300 Leuten sind, das immer noch können machen und auch finanziell noch irgendwie tragbar ist. Unterdessen sind wir leider so weit, dass nicht einmal die 300er Clubs machbar sind. Also wir haben die ganze China-Tour jetzt auf den Mai verschoben. Aber wir haben alles ready. Also wir haben probiert, wir haben das Set ready, wir haben 2 Konzerte können machen von diesen 9. Wir haben einen Weihnachtssong aufgenommen jetzt. Sogar? Weil jetzt eben die angesagte November-Tournee verschoben worden ist, haben wir dann wieder überlegt, das können wir jetzt machen. Und nach 34 Jahren Bandgeschichte haben dann gefunden, jetzt machen wir doch noch einen Weihnachtssong. Und ist es für dich etwas Neues, so einen Weihnachtssong zu machen? Oder? Also ich glaube, für mich ist es der erste, ja. Tatsächlich, ja. Bin nie auf die Idee gekommen. Mal etwas Spezielles. Corona vielleicht nicht zu Flügel, definitiv nicht, aber zu anderen, manchmal komische, manchmal gute Ideen. Manchmal auch positive sogar. Manchmal auch positiv, genau. Zum Teil kann man auch daraus gewinnen. Ihr habt ja internationalen Erfolg mit China. Wie unterscheidet jetzt das mit einem Schweizer Fan oder mit einem Fan von Japan? Also die Frage muss ich eigentlich fast mehr von der Gotthard-Seite beantworten, weil wir sind natürlich die letzten 16, 17 Jahre, seit ich eigentlich dabei bin, mehr mit Gotthard logischerweise international Gefilde gewesen. Also ganz extrem finde ich, den grössten Unterschied finde ich vielleicht zwischen Japan, Südamerika und Europa. Es ist, in Japan hast du die Leute, die extrem respektvoll sind. Sie kommen zwar, aber sie tun sich immer von dir verneigen. Sie fragen zuerst, bevor sie etwas machen. Und der südamerikanische Fan, der ist laut, der schreit, die kommen, die langen dich gerade an, die umarmen dich, die wollen gerade Fotos machen. Und der europäische Fan oder Konzertbesucher, wenn man es so nennen will, der ist eigentlich irgendwo in der Mitte. Also irgendwo
schon noch, wenn sie besoffen sind, meistens sehr zuvorkommend und auch respektvoll. Auf der anderen Seite nicht ganz so laut wie die Südamerikaner. Also ich denke, the best of both worlds ist der Europäer. Okay. Ja gut, für den Asiaten kennt man es auch ein bisschen, gell? Das Freundliche und so. Die sind ja dort überall da. Ja, einfach grosser Respekt. Grosser Respekt halt, ja. Wie ist eigentlich in deiner Karriere, hast du viele Autogrammanfragen gehabt von Fans? Also Anfragen, ich würde jetzt mal, kann man dem Anfragen sagen? Ich habe viele Autogramme gegeben. Ich würde es mal so beantworten. Ja. Was ist so das Skurrilste, was du erlebt hast, ein Autogramm, das du einem Fan hast geben? Ja, stimmt, die Sendung heisst ja so. Jetzt habe ich gedacht, Genau. so hockst du jetzt auf dieser Autogrammfrage. Da sind wir in der Sendung Autogramm. Ja, es hat natürlich ein paar, wo ich sage jetzt mal, auf der Hand liegen. Wo kann man das Autogramm anschreiben? Es gibt die normaleren auf den Arm und manchmal geht es halt ein bisschen weiter runter. Also, genau, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, Autogramm zu unterschreiben. Ja. Seit 2004 bist ja du bei Gotthard dabei. Dann hast du auch noch Sechser mit dem legendären Stephen Lee mitspielen. Was ist eigentlich so die schönste Erinnerung an ihn? Ja gut, das ist eine grosse Erinnerung. Also ich habe mit dem Steve, mit Gotthard zusammen, ich habe 3 Studioplatten gemacht. Die erste 2005 mit Lip Service, wo ein riesen Erfolg war, mit Lift You Up Anytime Anywhere und dann Lied. Und es war eine grosse Reise, ein grosses Abenteuer. Es hat dann nie aufgehört. Gotthard ist ja nicht eine Band, die Pausen macht. Man ist eigentlich immer konstant dran. Komm, ist dann fertig, überlegt man sich, wann will man die nächste Platte wieder aufnehmen, schreiben, rausgehen. Und von dem her, ich würde es als ein grosses Abenteuer nennen. Es ist einfach beschrieben, Steve ist einfach eine extreme Persönlichkeit. Wahnsinnig, also ein Charakter, wo man eigentlich so nicht mehr findet heute, oder fast nicht mehr. Er war wirklich Old-Style, Gentleman. Eben wirklich Gentleman ist wahrscheinlich das richtige Wort, wie man ihn kann. Ja, und er ist aber auch explosiv, er war ein Extremist in Sachen Perfektionismus. Also er hat dort gar keine Ruhe gelassen, bis es perfekt war. Er hat sich konstant verbessert in diesem Sinn. Er hat nie aufgehört, das hätte ich auch können sagen, auf dem Level, wo er war, das ist jetzt gut, aber nein, er hat mehr wollen, er hat raus wollen. Er hat auch, bis zu seinem Tod hat er eigentlich immer davon geredet, dass er einfach wirklich noch den internationalen grossen Hit schreiben will, der wahrscheinlich auch gekommen wäre. Es ist einfach halt, er ist aus dem Leben gerissen worden dann im 2010 und, aber es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr intensive Zeit mit ihm und bin froh, bin ich dort in dieser Truppe hier dabei gewesen. Das glaube ich dir, ja. Das glaube ich dir. Ja, reden dann noch viel über ihn oder die Erinnerungen miteinander ein bisschen austauschen unter der Band. Gut, das ist jetzt ist ja 10. Todestag vom Steve das Jahr. Man hat den natürlich logischerweise alles wieder vorgekommen. Wir haben das Tribute-Album gemacht mit seinen allerletzten Aufnahmen, die er das wäre die Vorbereitung für das Defrosted Album mit ihm, Defrosted 2, das mit ihm rausgekommen wäre dann im 2011. Das haben wir noch rausgegeben. Also er ist dieses Jahr natürlich wieder mehr denn je aktuell. Man hat über ihn geredet, man hat von ihm, eben der Film ist rausgekommen, Kevin Merz hat einen Film rausgegeben. Der hat einem wieder vor Augen gehalten, was alles dort eigentlich gegangen ist und gewisse Sachen habe ich nicht einmal gewusst. Also wirklich, ich war an der Premiere in Lugano und da habe ich einfach das Zeug, gut, ich habe den Film natürlich logischerweise vorher schon gesehen, aber du hast auf einmal wieder Sachen gesehen, die du gar nicht gewusst hast und das Puzzle kommt irgendwie, je mehr, je länger, kommt es einfach zusammen, das Steve Lee Puzzle und extrem spannend. Ja. Was ist jetzt von dir aus gesehen dein Lieblingssong von Gotthard? Also diese Frage habe ich schon viel gehört und ich habe sie immer noch nicht beantwortet. Es kommt auf den Tag drauf an, es kommt auf die Zeit drauf an, es kommt auf das Wetter drauf an. Es gibt verschiedene, ja, es gibt ein paar. Jetzt, ja, also sicher von der erfolgreichen ist sicher Lift You Up, der für mich ein wichtiger Song war.
weil das ja die erste Platte war, mit der, wo ich mit Gotthard raus bin. Mhm. Und die Single ist wirklich ab durch die Decke, da, auch international. Und das ist natürlich, da hat es schon einen rechten Push gegeben, oder? Ja. Aber es gibt x Songs, die ich gut finde. Okay. Fredi, du und der Marc sind ja jetzt bei China und der Leo hat ja jetzt ein Solo-Projekt und der Henna, glaube ich, hat jetzt eine Auszeit. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Gotthard? Also, also der Hauptgrund, wieso das jetzt das China-Ding kommt und all die Geschichte ist natürlich Corona, der Lockdown, die Konzerte, die wir nicht spielen in dieser Grössenordnung. Leo hat, Coleoni hat ja schon, das ist ja, glaube ich, schon 4, 5 Jahre her, als er das gestartet hat. Das hat hier mehr mit den alten Songs zu tun gehabt, dass wir auch mit Gotthard zu wenig für seinen Geschmack zu wenig alte Songs gespielt haben, was ja natürlich Sinn macht mit dem Nick Mäder als neuer Sänger. Darum hat er ja auch Corleone auf die Beine gestellt. Genau, also sobald Corona, der Impfstoff kommt oder irgendein Medikament das Ganze wieder ein bisschen abschwingt, gehen wir los. Also es ist die momentan erste Tournee mit Gotthard ist im Ende April geplant. Dann sind die ganzen Sommerfestivals geplant, also im 21. Und dann die ganze Europatour ist momentan für Oktober 2021 geplant. Also wir sind jetzt eigentlich, wir schaffen auf das an. Und also ich bin recht positiv, allerspätestens, ich persönlich, allerspätestens auf die Sommerfestivals sollte es hoffentlich einigermaßen im Griff sein mit dem Corona oder so weit im Griff, dass man es handeln und die Konzerte spielen. Mhm. Ende April ist sportlich, aber da sind wir positiv. Okay. Also du wartest auf den Impfstoff und dann geht es wieder ab auf die Wie Tour. viele andere Leute, genau. Dann habe ich gleich noch eine Frage. Wie ist es jetzt so privat mit der Band? Machen ihr viel privat miteinander? Könnt ihr viel essen oder was machen ihr so privat miteinander? Also du musst natürlich sehen, als Band bist du, wenn du unterwegs bist, bist du 24 Stunden In der Familie, unterwegs oder? und dann bist du wirklich Monate oder in der Regel sind es 5, 6 Wochen in dem gleichen Bus rein. Also du bist wirklich 24 Stunden, gehörst du anders nach, in der Bank nebendran. Genau, also es gibt natürlich Zeit, wo man nicht zusammen gehen essen. Also nicht, weil man sich nicht mag, sondern weil einfach auch andere Sachen im Leben sind. Also jeder von uns hat eine Freundin oder eine Frau, ist geheiratet, die haben ein Kind und so weiter. Also da gibt es auch noch das Privatleben, wo man jetzt vielleicht mehr pflegen kann. Und jeder hat jetzt ein bisschen seine Projekte gehabt. Der Leo hat jetzt gerade einen Weihnachtssong gemacht mit verschiedenen Künstlern in Lugano, mit dem RSI zusammen, wo da von x Kantonen, übrigens auch der Stempf macht dort mit, das kommt jetzt gerade raus, sein Weihnachtssong. Eben, jeder macht etwas, das ist nicht so, dass man die Hause Däumchen dreht und wartet, bis Kreativ. sie wieder können. Ja, ja, muss man halt manchmal ein bisschen überlegen und vieles ergibt sich auch. Viele Genau. Türen gehen zu, aber viele gehen dann wieder auf. Genau, ja. Ja, Fredi, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Und ich wünsche dir und deiner Band natürlich ganz viel Erfolg weiterhin, was ich bis jetzt schon immer hatte, über 30 Jahre. Und ja, das wäre es jetzt eigentlich auch schon wieder gewesen heute von der Sendung Pippi, der Autogrammexpert. Schauen das nächste Mal wieder rein und danke, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid.